Was geht ab, liebe Sportsfreunde, hier beim Spengler Cup bei NHL 19. Am heutigen Tag steht an das Spiel zwischen den Finnen und der russischen Mannschaft. Und ich würde sagen, ohne groß rumzuschlacken, wir fangen direkt wieder los. Oder fangen direkt wieder an. Simulieren? Nee, ich simuliere doch nie. Hallo? Ich bin Sport, aber simulieren nie. So, also, ganz kurz gucken. Der Heimvorteil müsste auf Seiten der Russen sein, also auf der Seite von Magnitogorsk. Das heißt, sowieso mit ihnen spielen, also Heimteam gegen Gastteam. Und es geht um den ersten und zweiten Platz ihrer Gruppe. Ich glaube, der Gruppe Katini, oder? Nee, Toriani. Ja, logisch, Katini ist eben der HCD. Doof. Die Spieler sind heiß, sie wollen es wissen. Es geht um den direkten Einzug ins Halbfinale. Dieser begehrte Platz wird heute ausgespielt. Und wie immer, die beiden Torhüter sind auch heiß darauf oder wohl eher cool in der Birne. Wir werden sehen, was wichtiger ist für einen coolen Torhüter oder wohl eher für einen guten Torhüter. So, genug gequatscht, los geht's! So, die finnische Mannschaft zieht ihr Spiel auf. Die Russen versuchen dagegen zu halten. Es drängt in die Defensive. Doch der finnische Angriff wird erfolgreich zurückgeschlagen. So. Ein Schuss direkt auf den Helm des Torhüters. Ja, eventuell könnte der Puck ja auch mal so reinkullern. Haben wir auch schon mal geschafft, wa? Ach ja. So, Wulli vom gegnerischen Torhüter. Wenn man das gewinnt oder nicht. Ich glaube, Leute, der wäre drin gewesen. Ganz ehrlich, der Schuss war gar nicht mal so schlecht von der Seite aus. Der hätte ruhig auch drin sein können. So. Lassen wir den Stürmer nur eine Möglichkeit zum Schießen, nur eine Seite. Und dann kann sich natürlich der Torhüter perfekt darauf einstellen. Kein Problem. Für die russische Abwehr. So. Dann die Russen wollen wieder wissen, sie gehen, sie drehen ab. Sie drehen ab. Sie schießen. Und die Finnen halten. Es sind knapp 5 Minuten gespielt und beide Mannschaften kommen zu ihren Chancen. Zu grandiosen Chancen. Und wiederum zu keinem einzigen Abpraller. Echt verrückt. Ah, scheiße. Ich habe nichts gemacht, Leute. Ich habe nichts gemacht. Wie ging der denn jetzt rein? Also, ich beschwere mich natürlich nicht, aber ich habe nichts gemacht. Sergej Mosiakim. Was man ihn so ausspricht. Also, doch, ich habe was gemacht. Okay. Vor allem, täusche mich jetzt oder sieht das Trikot der finnischen Mannschaft so aus, als wäre es irgendwie in den Farben der deutschen Nationalflagge. Okay. Ja, Abpraller verwerten, wa? Mann! Schon die Pässe blockiert werden. Jetzt fangen die Finnen auch schon mit dem Schrott an. Was macht man da? Ein Direktschuss. Ein bisschen zu tief. Boah! Was jetzt? Oh, abseits wieder mal. Ich war auf über der blauen Linie. Wenn ich im Angriff bin, wenn ich da ein bisschen Plan zurechtstutze, wie, wo, was ich angreife, gucke ich doch nicht mehr auf die blaue Linie, Mensch. Unterbewusst vielleicht schon, aber bewusst halt nicht, das ist das Problem. Das ist ein Problem.
So, der Jack war nice. Hä? Doch links oben gezielt. Jetzt aber rechts oben. So. Ja, das ist Eishockey. Das macht Spaß. Das ist purer Enthusiasmus hier in der Arena in Davos. Präzise versenkt, keine Chance in Torhüter, denn er hatte nicht damit gerechnet. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir bisher sehr gut. Was? Abseits? Ich war ein Fuß über der Linie, oder? Kann das sein? Abseits, wenn man zurückspielt. Das ist, ja, okay. Ah, der hätte drin sein müssen. Ja, man, das ist wieder so eine Situation, die trainiert man zwar ein wenig, aber man kommt nie wirklich zu so einer Chance im richtigen Spiel. Ich hätte eigentlich hier den Tor ein bisschen austricksen müssen. Der Torschaufel, natürlich auch besser zielen müssen. Ja, aber ja, und dann kommt man zu einer Situation, die du eigentlich 1:1 mal trainiert hast, aber so ein Spiel nie kommt und dann plötzlich, ja, weiß man, wie es geht. Ja, scheiße. Okay, verkackt. Torhüter, bleib du bitte drin. So, Pass in der Mitte, ich weiß, es ist gefährlich, aber hier auf Halbprobe kann ich mir erlauben. So, jetzt aber. Ja, da hat er geschossen. Ich habe noch. Oh, ich wollte noch ein bisschen austricksen. Mann, jetzt wollte er zu viel. Er holt noch ein bisschen so. Oh, ist gar keiner. Ja, vielleicht ein Abpraller Tor. Hätte er sein können. Egal. Trotzdem 2:0 Führung. Nach 20 Minuten. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also kann mich enttäuschen, aber hat das Gefühl echt, man merkt halt schon dem jeweiligen Team an, ob es halt gute Spieler sind oder ob es hervorragende Spieler sind. Die Russen, die haben schon ein bisschen mehr Power. Also ich glaube, die checken ein bisschen mehr und so, merken auch. Also automatisch checken die mehr, ohne so groß was machen. Ja, und jetzt wieder Teamplayer C+, ja, leck mich am Arsch. Spinorama! Ja, jetzt kommt der Quatsch in den Drehen. Ich bin doch keine Ballerina. Ein bisschen mehr Enthusiasmus hätte ich mir schon gewünscht auf Seiten der Zuschauer. Es ist doch ein spannendes Match hier. Es gibt Chancen auf beiden Seiten, doch die Russen können sie besser verwerten. Oh, ja, der Scheißglück wieder mal. So. Nein! Jetzt wollte ich gerade schießen. Oh. So. So geht das, Leute. So und nicht anders. Die Verteidigung spielen, schön passen und vor allem, dass die anderen Spieler sich schön verteilen, damit ich sie schön anspielen kann und nachher den Puck schön versenken können. Ja, in anderen Teams das nicht so gut drauf haben. Angucken da und dann
Also auch kein direkt... Also eigentlich hätte Finnish Torhüter den halten müssen, weil... Ja, also schnell genug reagieren müssen, weil ich habe noch kurz gezögert. Also kein Direktschuss-Tor, von dem her. Wie gesagt, erst gleichzeitig passen und schießen, das ist immer so eine Sache. Und direkt danach. So, da werden wir es riskieren. 3-0 sieht bisher sehr komfortabel aus. Oh, fuck, da war die falsche Schlägerseite. Was war das denn gerade? Kann doch wohl passen. Was war das denn jetzt? Was sind die blauen Linien? Ist schon Icing? Okay, gut zu wissen. Das wäre meiner eigenen Hälfte, aber okay. Sagen wir eigenes Drittel, nee, das muss eine Hälfte sein, oder ist ja... Das ist mehr als ein Drittel. So. Nö, ihr bleibt da weg. Der Böck gehört mir, lass ihn in Ruhe. Du auch. Das war knapp. Was? Schreien die Fans gerade USA, USA, oder täusche ich mich gerade? So. Ja, da ist noch einer hinter mir. Scheiße. Also ich habe ihn schon gesehen, aber dachte nicht, dass er da noch was machen kann. Der war zwar schön gezielt, aber ja, leider zu wenig. Kacke, Mann. Was noch mehr machen muss, also das wäre aber schon ein bisschen eher auf Profi-Level, wäre halt auch die gegnerischen Pässe abzufangen und dann direkt in den Konter zu laufen. So gibt es halt echt noch die schönsten Toren. Es ist halt nicht immer nur so 5 gegen 5 quasi, echt mal aus so eine 3 oder 2 gegen 1 Situation. Die machen echt wenig, finde ich. Also ich meine, die sind natürlich schon im Puck besitzen so, aber irgendwie... Hui. Ja, vor allem, dass du mit dem eigenen Puck, du ladst nach vorn, ladst zurück, nee, ist abseits. Okay, das ist... das ist, glaube ich, eine Regel, die werde ich nicht... Also, kapieren schon, vom Verständnis her, aber die werde ich nie irgendwie... verinnerlichen können. Das ist einfach unbegreiflich, wie man so etwas machen kann. So, danke schön, lieber Torhüter. Was war das gerade für eine Show? So. Ich versuche immer wieder, war immer so ein spitzen Winkel, aber irgendwie... Irgendwie will der 4. Treffer nicht fallen. Gut, ich meine, 14-0 wären natürlich noch 2 Drittel schon ein bisschen hart an der Grenze. Was läuft hier eigentlich noch? Müssen wir aber einfach mehr Zeit nehmen, haben wir die Chancen. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, das war doch eine schöne Chance. Jetzt ein bisschen gewartet. Was ist denn gerade? So. Wieder am Gegner weg. Super. Naja. Egal, aber das Stotzen. Wenn ein schönes Drittel. Es steht 3:0 für die Mannschaft aus Russland. Und ich bezweifle sehr, sehr stark, dass die Finnen im letzten Drittel noch irgendetwas entgegensetzen können. Ist einfach sehr, sehr stark. Nicht gegen diese stark offensive Mannschaft aus Russland. Und vor allem
Check, starke Mannschaft, ja. Ah, die schießen insgesamt 19:4. Das spricht Bände. Verteidigt die Führung. Hilft dem Team die Führung zu verteidigen. Ja, ja, ja. Ich meine, eigentlich alles cool. Alles B-, alles so, wie es sein soll. Perfekt. Trainerfeedback Details. Beim Bulli blockieren will er. Okay. Ist doch eigentlich alles gut, oder? Da fangen wir an der Fokus. Ja, mein Bulli blockieren will unbedingt noch gerne sehen. Oder? Okay, ja, kann man mal versuchen. Ja, die Steuerung weiß auch, wie es funktioniert, aber es ist halt immer so eine Sache. So, zurück zum dritten Drittel zwischen den Finnen und den Russen. Denn bald sind sie Dussen. Ah ne, warte mal. Ah, fuck. Stick verwechselt. Ist nicht R3, ist ja L3. Oh, Stock kaputt, dann schlecht. Sehen wir das auch mal. Da ist der Stock Putti Putti. Beginne ich jetzt schon wieder? So. Nein! Alter, den haben wir schon drin gesehen. Bams. Die Russen ein bisschen stärker, war in der Offensive. So. Beim Nachstochern geht's meistens immer, vor allem immer automatisch. 4:0 für den russischen Vertreter am dritten Spieltag. Hier. Beim 92. Spengler Cup in Davos. Es steht 4:0. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Finnen, die können sich schon mal darauf gefasst machen, dass sie morgen leider keinen freien Tag haben, sondern sich mit dem Drittplatzierten der anderen Gruppe, in diesem Fall wohl Team Kanada, um den Halbfinaleinzug prügeln müssen. Vielleicht sogar wortwörtlich, wer weiß. Ach, stimmt, Bulli blockieren, wa? Scheiße. Ist gar nicht so geplant eigentlich, der Schuss. So, hab ich. Mann, wieso verlierst du ihn jetzt wieder? Also der Puck, als ob er dem Puck nicht genug Schwung mitgeben würde. Okay, verzögerte Strafe. Ja, das war natürlich klar, was hat er gemacht? Cross-Check-In? Ah, Bein stehlen, okay. Vom linken Außenverteidiger, so wie es aussieht. Okay, nicht gut. Man vergisst schon wieder. Was zum... Hat er wieder der gegnerische Stock- oder Schuh im Spiel oder was? Oh, Güte Gott. Wird doch noch ein bisschen spannender hier. Also eigentlich wollte vor allem.
Aber den Fans gefällt's. Die sind aus dem Häuschen. Sie wollen nichts anderes als das hier. Das habe ich schon wieder falsch gemacht, Mann. Sorry. Ja, macht die Gewohnheit halt. Hä? Und, aber jetzt gar nicht geschnallt, weil er sich so seltsam bewegt hat. Dachte, hä? Hat er echt einen Pockets in... Okay. Ich merke gerade, ich werde ein bisschen unkonzentrierter. Die letzten paar Minuten, also ingame-mäßig, laufen nicht gerade so, wie sie sollten. Ja. Er hat eine Lücke gesehen, dachte mir, hä, warum eigentlich nicht? Aus dem Winkel natürlich hätte es mir eigentlich schenken können. Geht nicht rein, wa? Scheiße. Er kommt, ihr führen 4:0. So, jetzt versuchen wir mal anders. Was suchen die jetzt? Hä? Läuft irgendwie ganz, ganz seltsam mittlerweile. Das finde ich nicht so in Ordnung. So, komm, wir gehen schon wieder mit dem Bulli blockieren. Gutes Timing, ja? Irgendwie doch nicht so ganz, wa? So, da hat es vielleicht auch wieder mal spielen. Gut, er war jetzt selber schuld, war ein bisschen zu spät, leider. Nein! Alter, ich hatte die Chance fürs Tor, wäre so gut gewesen aus der Position. War alles grün am Torhüter, aber eben kannst du vergessen. Der Gegner im Werk. Wie gesagt, bin ich gerade ein bisschen konzentriert. Es tut mir leid, dieser Treffer hätte nicht müssen. Nein, er hätte nicht müssen. Aber es ist natürlich verdient für die finnischen Vertreter. Ich kann es nicht anders sagen. Nee, das war... Die haben es gut gemacht. So, komm. Letzte paar Sekunden. Michael, konzentrier dich. Finde einen Fokus. Wusa. Ah nee, heißt der Würth. Entschuldigung. Der Sponsor ist der Würth, nicht Wusa. Boah! Alter, da wäre echt nicht mehr viel gefehlt. Aber hier auch nicht! Abpraller! Ja, hier in der letzten Sekunde versuche ich nochmal alles, was geht, alles, was man kennt. Inklusive dem. Und das war's. AK Metalurg Magnitogorsk, Entschuldigung, gewinnt verdient 4:1 gegen die finnische Mannschaft und darf sich über den ersten Platz freuen. Das bedeutet den direkten Einzug ins Halbfinale des Spengler Cups 2018 plus einem freien Tag morgen. So, ist doch alles perfekt und schön, wenn man hier die Bilder nicht sieht von einzelnen Spielern. Ich glaube, das liegt daran, weil, ja, Magnitogorsk ist natürlich eine Mannschaft aus Russland, sprich aus der KHL. Und die NHL, also die NHL und die KHL eben, das sind sowieso nicht gerade Feinde, aber doch sehr starke Konkurrenten. Rivalen, vielleicht sogar Erzrivalen, kein Plan.
Und deswegen ist es eigentlich schon verwunderlich, dass wir überhaupt die Mannschaft aus Magnitogorsk hier drin haben, also überhaupt einen russischen Vertreter. Was da also dahinter steckt und so, dass man hier trotzdem dabei haben darf. Ja, übrigens, was nicht irgendwie absolut noch gar nicht erwähnt, die Mannschaft, die es hier im Spengler Cup gibt, gibt es nicht automatisch auch sonst im Spiel. Zum Beispiel die Russen. Die russische Mannschaft gibt es garantiert nicht, die kann man hier nicht auswählen mit den Spielen. Die anderen Teams, gut, Team kann das denke ich auch nicht, weil es ja gibt es nur für den Spengler Cup quasi. Wenn man ein eigenes Team zusammenstellen kann, glaube ich jetzt auch, können vielleicht sein. Aber die anderen eigentlich, die finnische Mannschaft ist dabei, die tschechische auch, Deutsche sowieso, die EL habe ich schon gesehen. Die Schweiz sind auch schon lange vertreten mit der National League. Jo. Nur so kurz zur Gesamtanmerkung. So, Gesamt B- haben wir soweit erreicht. Ja. Angriff cool, Verteidigung cool, Teamplay, ja, wenn nicht gerne 70%. Ja. Schönes Tor, mach weiter so. Dankeschön, Coach. Ah, Entschuldigung, gar nicht. Abschließen. Das Spiel wirklich beenden. Jo, das will ich. Sehr, sehr schön. Wieder mal ein Spiel, das wir gewonnen haben. Das heißt, heute Abend geht es weiter mit den Nürnberger Ice Tigers gegen den HC Davos. Genau, sie können den Tag simulieren, natürlich nicht so haben, sondern hier. Nächstes Match spielen. Das bedeutet, das wird auf Schweizerdeutsch stattfinden. Ich überlege ernsthaft schon auf Profi stehen. Nee, komm. Ich mache so im Halbfinale und glaube auch im Vorhalbfinale noch mal auf Profi stellen, nur mal so zum Testen. Wenn halt ich merke, oh nee, scheiße, geht doch nicht, ich bin noch nicht so weit, so wenn wir zurückstehen. Ansonsten, wenn es sogar doch gut läuft, hat sogar auf das nächste höhere Level. Ich glaube, das ist irgendwie, keine Ahnung, was überhaupt nach Profi? Amateur, genau, nach Profi kommt Amateur. Nee, keine Ahnung, wir sehen es dann. Immer sei, danke fürs Zusehen, bis zum heutigen Abend zwischen den Nürnberger Ice Tigers und dem HC Davos. Ciao zusammen.